Mögt ihr Tiere auch so gern wie ich? Ha, da habe ich was für euch. Kennt ihr die Sendung Anna und die Haustiere? Hier gibt's ein ganz schönes Palaver. Hallo Bonnie. Oh, zum Beispiel diese beiden Puten hier. Na? Ja, ich freue mich auch. Hui, und wer bist du? Der Dad. Mäh. Mäh. Servus, mäh. Da kommt man Tieren ganz nah. Aber es ist alles nur in Lautsprache. Da bleiben gehörlose Kinder wieder außen vor. Deshalb gibt es dieses Format jetzt auch mit Jason. Der ist taub und geht ganz nah an Tiere ran. Und zwar in Gebärdensprache. Das ist nicht nur für taube Kinder super spannend und ein großer Spaß, sondern auch für Hörende. Die Sendung heißt Jason und die Haustiere. Echt eine coole Sendung. Und die Kinder können Jason dabei begleiten, wie er selbst ganz viel Neues über die Tiere lernt, die er trifft und ihnen nahe kommt. Die Sendung läuft im Kika und auf Annas YouTube-Kanal. Schaut es euch an. Ihr werdet begeistert sein von der Gebärdensprache und natürlich auch von Jason. Jason ist ein sehr cooler und toleranter Mensch. Wie soll ich ihn nur beschreiben? Wollt ihr ihn kennenlernen? Schaut mal, da ist er ja. Geht's gut? Ja. Das ist er, Jason Giuranna. Also, er ist Moderator, Performer, Künstler, Erzieher. Jens, hör aber auf. Das bist du ja selbst auch. Ja, aber hier geht's um dich. Hier auf dem Spielplatz war ich früher ganz oft mit meinem Bruder. Aber geboren wurdest du nicht in Deutschland, oder? Richtig. Ich wurde in Palermo in Italien geboren. Als ich knapp 3 Jahre alt war, sind wir dann hierher gezogen. Mein Bruder ist dann hier zur Welt gekommen. Wir sind halb italienisch, halb deutsch. Die Mama ist Deutsche, der Papa Italiener. Halb italienisch, halb deutsch also. Umgezogen sind wir damals, weil das italienische Schulsystem für Gehörlose nicht so gute Möglichkeiten bot. Mein Papa wollte deshalb mit uns nach Berlin. Die Mama wollte eigentlich in Italien bleiben. Er hat sich durchgesetzt und so ist alles gekommen, wie er hofft. Der Rest der Familie ist noch in Italien? Ja, alle. Tanten, Onkel, Nonna, Nonno, Cousinen väterlicherseits. Und alle Gebärden. So habe ich auch schnell italienische Gebärdensprache gelernt und mein Bruder auch schon als kleines Baby, wenn wir auf Besuch dort waren. Deshalb können wir alle italienisch gebärden und Mama und Papa eh. Aber Schule, Leben und die Arbeit finden hier in Berlin statt. Dort hinten sind wir immer Schlitten gefahren. Das Klettergerüst hier ist neu, aber die Schaukel da gibt's schon immer. Es hat sich nicht allzu viel verändert, was? Stimmt.
Meine Eltern wohnen hier übrigens noch. Mein Papa liebt es, draußen an seinem Motorrad zu schrauben. Sollen wir mal gucken, ob er da ist? Ja, komm. Das Motorrad ist euer gemeinsames Hobby, stimmt's? Ja, absolut. Hey! Hey! Das ist ja toll! Ich begleite Jason gerade. Wir wollten mal vorbeischauen. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was für eine schöne Überraschung, dass ihr gekommen seid. Schön, euch zu sehen. Boah, wann war das letzte Mal? Ich weiß gar nicht so genau. Die Zeit vergeht so schnell. Wir haben viel zusammen für das Theater gearbeitet. Aber danach hat wieder jeder seins gemacht und so vergeht die Zeit. Zurück zu Jason. Wenn du dich an ihn als Kind erinnerst, wie war er so? Was war typisch für ihn? Mamma mia! Als er klein war, war er einfach sehr wild. Man konnte ihn nicht aufhalten. Er rannte und rannte. Es gab glückliche Momente, da konnte ich mich endlich entspannen, nämlich dann, wenn er geschlafen hat. Aber sobald er wach war, musste ich meiner Frau Bescheid sagen und aufstehen. Dann wurde es wieder sehr wild, den ganzen Tag. Er war einfach zu wild, ständig in Bewegung, auch wenn man ihn auf dem Arm hatte. Er konnte nicht stillhalten. Nur auf der Toilette hatte man mal 5 Minuten Ruhe und konnte entspannen. Sogar meine Mutter und mein Vater oder meine Schwestern hatten Probleme, ihn zu halten. Er war einfach nicht zur Ruhe zu bekommen. Aber schau ihn dir jetzt an. Ganz ruhig und so erfolgreich. Ich bin sehr stolz auf ihn. Weißt du, wir wollten eigentlich 5 bis 6 Kinder haben. Undenkbar, wir hatten schon genug mit den beiden zu tun. Und er war so anstrengend wie 3. Ja, genau. 3 in einem. Giuseppe, du bist als Künstler deutschlandweit bekannt. Ach, was sage ich, du hast europaweit und weltweit schon auf vielen Bühnen gestanden. Hat er das von dir geerbt? Keine Ahnung. Ich wollte ihm was beibringen. Aber er wollte nicht. Er wollte es selbst machen. Es gab damals eine interessante Begebenheit. Ich hatte in Deutschland, ich glaube in Potsdam, einen Visual Vernacular Auftritt. Nach dem Auftritt bin ich in die Garderobe gegangen, um mich umzuziehen. Da kam jemand zu mir gerannt und sagte, ich solle sofort nach oben kommen. Schau, da auf der Bühne, schnell, dein Sohn ist auf der Bühne. Ich konnte es nicht glauben. Was? Ich bin hochgerannt und tatsächlich, mein Sohn stand auf der Bühne und hat ein VV-Theaterstück aufgeführt. Mein Mund ist nach unten geklappt. Ich war baff. Ich hatte überall Gänsehaut. Noch nie hatte mein Sohn dieses Stück geprobt oder sowas. Ich hatte ihm das nicht gezeigt, nicht mit ihm geübt, gar nichts. Er hat das einfach selbst gemacht. Das vergesse ich nie. Es kam ganz natürlich aus ihm raus. Ja, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Gerade auch diesen Auftritt. Ich habe dich ja immer bei deinen Theaterauftritten gesehen. Und das habe ich natürlich in mir gespeichert und dann abgerufen. Ja, das ist aus dir rausgekommen. Du wolltest es alleine machen. Weißt du noch, als du 3, 4 Jahre alt warst, auf dem Sofa? Du hast die VV-Performance gemacht im Schlafanzug und es war so süß. Süß. Dann mit 5 oder 6 Jahren auf der Bühne. Und bis heute trittst du auf. Das hat er von dir. Aber auch die Liebe zum Motorradfahren? Ja, genau, das auch. Er liebt Motorradfahren. Und bald bekommt er seine neue Maschine. Was hat er noch von dir? Also... Sport, Hochsprung. Moment mal, du hast Sport gemacht? Ja, sogar in der Leichtathletik-Nationalmannschaft. Echt? Ich war sogar bei den Europameisterschaften und wäre fast zu den Deaflympics gefahren. Aber dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Jason hat auch Hochsprung gemacht und sehr fleißig trainiert. Ja, ich habe ihn damals beim Hochsprung gesehen und dann wollte ich auch Leichtathlet werden. Ich musste meine Stärken herausfinden. Lange Läufe waren nicht meins, aber 100, 200 Meter und ich mochte Staffelläufe. Aber meine Lieblingsdisziplin war Hochsprung. Es gibt ein Foto von Papa beim Hochsprung. Das hat mich beeindruckt und deshalb wollte ich das auch, habe dafür trainiert und hatte Erfolg. Ich wurde in die Nationalmannschaft berufen, mein Bruder dann auch.
Bis vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich, da habe ich aufgehört. Es wurde schwierig wegen der Arbeit und so. Warte, ich glaube, ich habe ein Foto dabei. Wusste ich gar nicht. Da bin ich beim Hochsprung. Ich werde nie vergessen, als Jason und Janosch noch Leichtathletik gemacht haben, habe ich versprochen, persönliche Rekorde mit Geld zu belohnen. Tja, ständig gab es neue Rekorde. Sie haben sich immer weiter verbessert. Ich habe geschluckt und musste aber bezahlen. Das ging die ganze Zeit, immer weiter. Sie haben immer mehr Rekorde gebrochen und ich musste immer mehr bezahlen. Ich habe meine Frau um Hilfe gebeten, aber sie meinte nur, du hast das eingeführt, also ist es auch dein Problem. Irgendwann habe ich gesagt, es reicht, ich kann nicht mehr, jetzt ist Schluss. Das ist unsere Familie. Mein Bruder war da noch nicht auf der Welt, oder? Ihr 3 macht viel Performance und Theater. Aber was ist mit deiner Mama? Ja, Mama steht lieber hinter der Bühne und schaut zu, wie wir es machen. Und gibt uns oft Feedback oder macht Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel habe ich oft den Mund unnötig bewegt oder ich kratzte mich unbewusst am Bart. Und das hat meine Mutter gesehen und verbessert. Stimmt's, Papa? Genau wie bei mir. Sie schaut ganz genau hin und gibt uns Feedback. Deshalb gehört sie ganz genauso zum Team. Was kannst du noch über den erwachsenen Jason sagen? Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Ich krieg nie genug davon, ihn zu sehen. Im Theater die Art, wie er gebärdet. Er zieht mich damit einfach in seinen Bann. Auf der Bühne oder was er im Fernsehen macht, das sehe ich alles so gerne an. Einfach unglaublich. Er hat meinen Respekt. Ich bin einfach so stolz, schon immer und auch weiterhin. Das ist unglaublich, seit seinem ersten Auftritt mit 6 Jahren bis heute. Danke. Ja, er ist ein Engel. So lieb. Er geht seinen eigenen Weg. Das Motorradfahren. Er lebt in einer tollen Beziehung. Die Arbeit als Erzieher. Das ist so schön zu sehen. Als ich klein war, habe ich sehr an Mama und Papa gehangen. Und das war eine sehr wertvolle Zeit. Und jetzt finde und lebe ich meinen eigenen Weg. Ja, es geht nichts über Familienzusammenhalt. Ja, Schön. das ist die Schule, die ich als Kind besucht habe. Jetzt gehen wir gleich in den Raum, in dem die Hortkinder immer sind und verschiedene Spiele spielen. Hier, schau mal. Ich mag grün. Wow. Ja, bei der Arbeit kann ich gut üben. Ich glaube, wir sollten lieber tauschen, oder? Das heißt, du hast die ganze Schulzeit über hier schon Dart gespielt, oder wie war das genau? Ich habe diese Schule bis zu meinem Abschluss besucht. Eine lange Zeit. Da gäbe es viel zu erzählen. Zu der Zeit war es noch so, dass viele Lehrer nur in Lautsprache unterrichtet haben. Damit habe ich mich schwer getan. Nach einer Weile meinten die Lehrer aber, ich wäre doch ganz schlau und könnte auch gut sprechen. Ich solle an die Schwerhörigenschule wechseln. Das war so in der 3. Klasse. Und ich habe es dann einfach probiert, obwohl ich wusste, dass das viel anspruchsvoller würde, weil dort alles nur in Lautsprache stattfindet und nur gesprochen wird. Egal, ich habe gewechselt, aber mich dann in der 3., 4. und 5. Klasse überhaupt nicht wohlgefühlt. Ständig das Ablesen, die Konzentration auf die Lehrer. Ich kann auch nicht gut hören. Ich bin taub, nur mit Hörgeräten ein kleines bisschen. Meine Noten wurden immer schlechter und dann war es nur vernünftig, wieder hierher zurückzuwechseln. Das hat recht einfach geklappt und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Vor allem wegen meiner tauben Lehrerin Frau Kremp. Ich bin ihr unheimlich dankbar. Durch ihren Unterricht habe ich mich schnell verbessert und total viel gelernt. In der Schwerhörigenschule habe ich vieles einfach gar nicht mitbekommen. Hier konnte ich dann bis zum Realschulabschluss lernen und dann ins Arbeitsleben starten. Und dann bist du als Erzieher hierher zurückgekehrt. Was machst du da genau? Am Anfang war es schon ein komisches Gefühl, zurückzukommen und meine alten Lehrer und das alte Schulhaus wiederzusehen.
Meine Arbeit als Erzieher ist auch von meinem Papa inspiriert. Ich habe ihn bei Kinderreisen als Betreuer, aber auch in seiner Arbeit gesehen, wie er Erwachsene unterstützt hat. Ich denke, daher kam bei mir ganz unbewusst auch der Wunsch, mit anderen tauben Menschen zusammenzuarbeiten. Auch weil ich es ja von klein auf selbst erlebt habe, wie es ist, von hörenden Lehrkräften oder Erziehern umgeben zu sein, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Ich möchte den Kindern ein Vorbild sein, vor allem ein männliches Vorbild, da in meinem Beruf ja hauptsächlich Frauen arbeiten. Da bin ich als tauber männlicher Erzieher eine Seltenheit. Also habe ich mich damals beworben und es hat geklappt. Für die Ausbildung war die Dolmetscherorganisation ein großes Problem, weil ich nicht nach Rendsburg gegangen bin, sondern die Ausbildung hier in Berlin machen wollte. Insgesamt 5 Jahre hat die Ausbildung gedauert. Erst 2 Jahre Sozialassistent und dann nochmal 3 Jahre Erzieher. Danach habe ich direkt hier angefangen. Meistens begleite ich die Kinder in den Unterricht. Ich wiederhole dann Dinge, die die Lehrer sagen, nochmal in DGS, wenn sie es nicht richtig verstanden haben. Oder ich lese Bücher in Gebärdensprache vor. Was nicht verstanden wird, erklärst du in DGS? Ja, oder wenn Kinder wild oder abgelenkt sind, dann gehe ich dazwischen. Weil du genau weißt, was sie brauchen? Ich war ja auch nicht besser und habe viel Quatsch gemacht. Jetzt halte ich mich natürlich zurück. Die Kinder sind manchmal schon wirklich wild und am liebsten würde ich mitmachen. Aber in meiner Erzieherrolle geht das natürlich nicht. Da muss ich klar trennen. Egal, was sie machen und wie lustig es vielleicht auch ist, ich muss sie im Zaum halten und vernünftig bleiben. Aber sonst stehe ich ihnen natürlich auch zur Seite, wenn sie Schwierigkeiten mit Aufgaben haben oder Formulierungen mal nicht richtig verstehen. Wir gehen gemeinsam raus und spielen was oder sind drinnen und spielen Lego. Es gibt so viele Möglichkeiten und Sachen, kein Vergleich zu früher. Basketball, Fußball, Tischtennis. Hast du vielleicht Lust auf eine Runde Tischtennis? Klar. Ich glaube, irgendwo hier sind noch Schläger. Bist du gut? Ich weiß nicht, wie gut ich bin. Ist schon etwas her. Ich spiele meistens Basketball. Geht mir genauso. Du, ich frage mich gerade noch was. Du arbeitest doch als Erzieher in Vollzeit, oder? Ja, Wie schaffst du das zeitlich mit dem Theater und deinen Auftritten? das hat immer ganz gut geklappt bisher. Man muss es halt gut organisieren. Die einzige Chance für mich im Theater aufzutreten ist eben am Wochenende. Ich bin von Freitag bis Sonntag am Theater und dann Montag wieder zurück in der Arbeit. Sonst habe ich auch schon mal hin und wieder einen Tag Urlaub genommen, wenn es nicht anders ging. Das muss halt nur mit den Kollegen und deren Urlaub passen. Bisher hat sich da immer eine Lösung gefunden. Du verlässt den Künstlerbereich nicht mehr, oder? Auf keinen Fall. Mein Vater hat's ja erzählt. Ich stehe seit ich 6 bin auf der Bühne. Dann mit 12 oder 13 habe ich beim Theaterstück Nemo die Schildkröte gespielt. Da begann mein Interesse fürs Theaterspielen. Ich war dann danach bei einer anderen Gruppe. Das Stück hieß, glaube ich, Beach. Ich weiß es nicht mehr so genau. Da war ich dann vielleicht so 15 oder 16 Jahre alt. Was waren deine künstlerischen Highlights bisher? Was ist dir besonders in Erinnerung? 2 oder 3 Sachen fallen mir da ein. Zuerst der Auftritt mit dem VV-Stück Danke, gemeinsam mit meinem Vater in Potsdam beim Kulturfestival. Da waren über 3000 Zuschauer. Ich hatte so Herzklopfen, weil es unser erster Auftritt mit dem Stück war. Das macht man besser vor einem kleinen Publikum und nicht gleich vor so vielen Leuten. Mein zweites Highlight ist ein Auftritt mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen. Dass wir zu dritt auf der Bühne stehen, kommt nicht so häufig vor. Deshalb fand ich das besonders schön. Als drittes fällt mir noch ein, auch ein schöner Moment, als ich mit meinem Bruder den Preis als bester Künstler bekommen habe. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Den Preis habe ich noch zu Hause. Willst du ihn sehen? Gern, ja. Dann komm. Hier, da ist er. Den meinte ich vorhin. Alter, was für eine krasse Pokalsammlung. Ja, aber auf den bin ich besonders stolz. Der Preis für den besten Nachwuchskünstler, das war 2019. Mein Bruder hat den auch. Der steht hier. So viele Pokale. Viele auch vom Sport, oder? Ja, alle aus der Leichtathletik. Das habe ich ja meine ganze Kindheit über gemacht. Im Basketball oder so habe ich keine Pokale. Der hier ist von 2014 für den Junior des Jahres.
Ich habe in dem Jahr viele Rekorde gebrochen und Wettkämpfe gewonnen. Deshalb hat man mich für den Preis ausgewählt. Ich habe mich sehr gefreut. Die beiden hier sind italienische Künstlerpreise. Die habe ich in Italien verliehen bekommen. Es gibt ja so viele Kunstarten. Welche magst du besonders? Also bisher muss ich sagen, sind es VV und Poesie, die ich liebe. Das liegt einfach daran, dass sie ein Teil meiner tauben Identität sind. Die Sprache meines Herzens, Gebärdensprache, die für taube Menschen einfach Balsam ist, für die Augen. Hörende benutzen dafür die Stimme. Bei uns ist es die Visualität und deshalb liebe ich die Poesie von VV so sehr. Es gibt auch noch Deaf Performance, Theater oder Slams. Meine Freundin hat mich noch auf etwas gebracht. Songs übersetzt in Gebärdensprache. Das habe ich bei ihr gesehen und wollte es mit ihr gemeinsam mal probieren. Das hat Spaß gemacht und wir haben ein paar Videos gepostet. Wo ist sie denn überhaupt? Sie ist jetzt in Kroatien. Die ist gar nicht da. Ich bin ja vorgestern hergeflogen, um Valentino Frosch zu spielen. Und wegen dir. Deshalb bist du auch so braun gebrannt. Ich bin ein bisschen neidisch. Nee, Spaß. Wir können sie ja kurz anrufen und Hallo sagen. Warum nicht? Meine Freundin und ich sind jetzt schon 2 Jahre oder fast 2 Jahre eigentlich zusammen. Wir haben uns vorher aber schon lange gekannt, bevor wir dann ein Paar geworden sind. Sie hatte schon eine Tochter, Ariana, die mir total ans Herz gewachsen ist. Sie hat mich von sich aus irgendwann Papa genannt und so habe ich die Vaterrolle übernommen und kümmere mich auch komplett mit um sie. Normalerweise wird man ja mit der Geburt eines Kindes zum Papa, aber ich habe gleich eine große Tochter bekommen. Eine ganz neue Rolle und ich habe sie furchtbar gern. Na jetzt los. Ich hoffe, das Internet ist gut. Manchmal ist es schwierig mit der Bildqualität. Hallo? Hallo. Alles gut? Ja, alles gut. Entschuldigung, dass ich ihn dir klaue. Ach Quatsch, nicht schlimm. Ja, wir sind gerade hier am Arbeiten. Moderation, Kamerateam, alle da. Seid ihr schon fertig? Nee, noch nicht, noch nicht. Ich brauche ihn noch kurz, aber morgen kriegst du ihn wieder, wirklich. Ja. Wie ist das denn eigentlich für dich, wenn er ständig für so viele Auftritte und Projekte unterwegs ist? Schwierig? Nein. Ich freue mich für ihn und unterstütze ihn da. Es ist ja zum Teil auch sein Beruf und gleichzeitig auch sein Hobby. Ich habe ja auch noch meine Tochter, um die ich mich kümmere. Mich stört es nicht. Ich freue mich für ihn. Jetzt noch eine wichtige Frage, die muss ich stellen. Wie macht er sich so als Adoptivvater? Sehr gut. Das hätte ich nicht erwartet. Gerade in seinem Alter. Da ist man ja eher noch unterwegs und feiert viel. Aber er kümmert sich sehr viel um sie und hat die Vaterrolle total angenommen. Ganz selbstverständlich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ganz toll. Ich bin stolz auf dich. Ach schön, danke. Für mich war die Vaterrolle ja auch ganz neu. Ich kannte das ja gar nicht und das kann man auch nicht üben. Aber es hat gut geklappt. Ich habe mich auch manchmal gefragt, mache ich das jetzt richtig und wie und was? Aber es lief ganz gut. Ja, das hat sich ganz automatisch entwickelt. Und wollen wir es jetzt erzählen? Seht ihr mich gut? Jetzt wieder besser. Wollen wir es ihm sagen? Kleine Überraschung. Was? Was denn? Komm, sag's ihm. Ja? Was? Wir bekommen bald ein Baby. Ich bin schwanger. Was? Im Ernst? Ja, Ja, sie ist schwanger. Wow, herzlichen Glückwunsch euch beiden. danke. Danke. Ja, im Dezember ist der Termin und da werde ich zum 2. Mal Papa. Ja, jetzt bin ich schon im 6. Monat schwanger. Morgen komme ich zurück und streichle wieder das Baby. Ja, du musst wiederkommen. Ich freue mich auf dich. Urlaub ohne dich ist langweilig. Komm, bis morgen. Ja, lass uns schnell auflegen, damit wir hier fertig werden. Ja, Ja, mach vielen mal. Dank. Viel Spaß. Danke für deine Zeit. Bis bald. Total Tschüss. gerne. Lieb dich. Ich dich auch. Ciao. Oh, wie schön. Sag mal, Kunst zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Wie geht's weiter? Was ist geplant? Es gibt noch ein paar Aufführungstermine von Valentino Frosch.
Außerdem habe ich noch ein paar VV-Poesie-Anfragen. Jetzt freue ich mich aber erst einmal auf die neue Serie Jason und die Haustiere. Das ist einfach super für taube Kinder, weil die ganze Sendung in DGS ist und sie alles verstehen und begreifen können. Außerdem eine tolle Möglichkeit, Hörende zu sensibilisieren. Für die tauben Kinder ist toll, dass sie sich mit mir identifizieren können und dabei viel über den Umgang mit Tieren lernen. Wollen wir mal reinschauen? Das klingt spannend. Zeig doch mal. Na los! Hallo, ich bin heute ein Cowboy. Kann ich vielleicht bei dir zu Hause Käfer sehen? Ja, schauen wir mal. Komm mit. Sehr gut. Sie hat mir jetzt Bescheid gegeben. Ach ja? Hat sie? Gut, ich krieg sowas nie mit. Was passt ihm denn nicht? Ich glaube, der will sich jetzt einfach festhalten. Ich bin echt ein Fan von diesem Hund. Jetzt bin ich ganz schön nervös und aufgeregt. Ich reite zum ersten Mal auf einem Pferd. Huhuhu. Benutzt die Hüfte ein bisschen. Komm, komm, komm und stopp. Beine nach unten, vorne und hoch. Ich hab's geschafft. Sogar einhändig. Ich hätte Lasso schwingen können. Das hat richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alle 3 Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD-Mediathek oder auf Annas YouTube-Kanal sehen. Ab nächster Woche gibt es die 3 Folgen auch bei Sehen statt Hören. Viel Spaß beim Gucken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.